Herzlich willkommen zu Viva la Movielusion. Heute ist mit dabei kein Kane, aber dafür der grandiose Mike. Hi Mike. Servus, Habideri. Mike, du und der Kane habt euch eigentlich halt diesen Film ausgesucht und deswegen werde ich dir einfach bitten, dass du unsere lieben Hörer erzählst, ja, was für einen, ich kann es leider nicht anders ausdrücken, strangen Film ihr euch halt zum Besprechen ausgesucht habt. Der Film, über den wo wir heute reden, der nennt sich Night Train to Terror von 1985. Der Film ist nicht umsonst in der CMV Trash Collection, die Nummer 60. Also er kehrt definitiv in das Fach Trash, kehrt er definitiv rein. Er ist für mich so ein Guilty Pleasure wie Troll 2. Kenner wissen Bescheid. Ich weiß nicht, Corby, kennst du den auch? Na. Ich kenne Troll Hunter, der ist super. Okay, nein, wir reden von einem ganz anderen Niveau. Also, okay. Alle anderen lachen jetzt. Auf alle Fälle, Troll 2 gehört auch nochmal besprochen, weil das ist nämlich so ein Film, der wo wirklich recht, er gilt als der schlechteste Film oder einer der schlechtesten Filme überhaupt, aber er ist unglaublich unterhaltsam und da darf ich den Night Train to Terror eigentlich auch hier. Zur Story eigentlich nur so viel. Wir steigen mal ein. Es ist eine Zugfahrt, bei der wirklich ausgelassene Partygesellschaft Party macht. Und in einem anderen Abteil sitzt der liebe Gott und der Teufel. Und die wetteifern ein bisschen miteinander und verzeihen dabei 3 Geschichten. Oder sagen wir es so, sie richten über Seelen und die Geschichten dazu, zu denen Seelen, wie es dazu kommt, das singen wir mir quasi. Und ja, genau, so schaut's aus. Und wie schaut's aus? Wie hat er dir gefallen? Ich habe ungefähr erahnt, um was es in dem Film geht, als ihr schon immer wieder angeteased habt, dass es mehr trashig wird. Ich bin eigentlich mehr, ich weiß nicht, zwiegespalten. Verstehe ich voll, los alles raus. Ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, er gilt so als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Der Kult schlechteste Film aller Zeiten ist ja Plan 9 from Outer Space, den ich tatsächlich schon mal gesehen habe. Okay, der geht jetzt mir nur ab in meiner Vitatasche, ja? Echt? Ja. Also bei dem ist das Besondere, er ist vom Ed Wood und der Ed Wood gilt ja als der schlechteste Regisseur aller Zeiten, wo er der Tim Burton sein Leben schon mal verfilmt hat. Genau. Und Plan 9 from Outer Space ist so ein Zusammenschnitt oder zumindest kommt es einem so rüber, als wenn da wahllos Szenen irgendwie zusammengeschnitten worden sind. Weil dann kommt dann einmal die Braut vom Dracula vor und der Originalschauspieler vom Dracula mit so Szenen, wo man sich eigentlich denkt, okay, das hat mit dem Rest vom Film eigentlich überhaupt nichts zum Tor, aber er hat sich wahrscheinlich damals gedacht, ey cool, ich kann diese Leute kriegen, also praktisch die Vorbilder von damals und schneide die doch damit rein. Und jetzt, damit ich wieder den Bogen kriege zu Night Train to Terror, wenn ich das alles richtig recherchiert habe und das also kapiert habe, wie es im Film rüberkommt, sind ja diese Geschichten über der Gott und der Satan urteilen jeweils 3 unterschiedliche Kurzfilme. Die Storys sind alle sehr horrorlastig und deswegen heißt der Film auch Night Train to Terror, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, wie kriegen wir diese 3 Kurzfilme in einen Horrorplot rein? Ja, wir verfrachten die in einen Zug, der in der Nacht Richtung, weiß ich nicht mehr genau, in welche Stadt fährt und verpacken das Ganze in eine Gruselstory. Was mich aber da total irritiert, warum ich diesen Film dann auch insgesamt als von Anfang an irgendwie schlechter wahrnehme, ist diese Rockband. Dance with me. Ja, genau. Also, und es tut mir irgendwie echt an alle Leute, die jetzt meinen, warum hängt das ihnen so an der Band auf? Aber diese Band hat mich furchtbar aufgeregt. Der Song ist nicht einmal richtig mies. Also, der hat schon so einen Ohrwurm-Charakter, sondern die Darstellung. Ich finde, der den Sänger spielt, also ich hoffe, es ist nicht die richtige Band, die da dargestellt wird. Der macht irgendwie keinen guten Job. Also, Szenen kommen immer und immer wieder vor. Also man muss dazu auch sagen, ohne dass ich jetzt mehr auf diese 3 Kurzfilme eingehe,
zwischen jedem Kurzfilm kommt halt auch immer wieder diese Band. Und sie spielen immer noch das gleiche Lied. Und sie haben immer super Spaß dabei. Ja, genau. Aber es ergibt einfach so wenig Sinn. Und da denkt man sich halt, okay, man hat jetzt die Chance gehabt, dass man 3 halbwegs gruselige Geschichten zu einem großen Ganzen irgendwie verpacken kann. Und dann hat man sich einfach überhaupt keine Mühe gegeben, da irgendwie einen roten Faden durchzuziehen. Okay. Es ist sogar so krass, dass die Rahmenhandlung mit Gott und Teufel im Zug mit der Band und die erste Episode eigentlich für den Film draht worden sind. Die anderen 2 Segmente, die sind Zusammenschnitte aus die Filme. Jetzt pass auf, einer heißt Cataclysm und der andere heißt The Death Wish Club. Also die haben quasi nur die erste Episode und die Rahmenhandlung für den Film draht und der Rest ist zusammengeschnipselt auf, ich weiß nicht, was hat denn so eine Episode dann dauert, 20 Minuten oder sowas, haben sie die 2 Filme, Cataclysm und Death Wish Club, zusammengeschnitten, damit es da reinpasst. Und ich denke mal, dass die Szenen mit der Band im Endeffekt Lückenfüller ist, dass der Film ein wenig länger ist, weil im Endeffekt hat er mal gerade 80 Minuten und wenn du es mit der Band raustust, hat er vielleicht nur 70. Welchen davor haben sie nur dafür draht? Weil sagen wir mal jetzt, ich bin gerade, ja, weil mein Hintergrundwissen zu dem Film jetzt nicht ganz so grandios ist, auf der englischen Wikipedia-Seiten. Und wenn ich mir da diese 3 Filme anschaue, die da benannt werden, Cataclysm, Death Wish Club und Scream Your Head Off, dann ist Cataclysm, was ja anscheinend dann das erste Segment war. Nein, die erste Episode ist das mit die Leiche, mit die Organhändler. Ja. Das ist quasi die, wofür den Film gedreht worden ist. Und Cataclysm ist die letzte, wenn ich das jetzt so sehe, weil das ist die mit dem Nazi-Satan-Typen. Und die zweite Geschichte ist ja die, wo Death Wish Club. Death Wish Club, also sagt ja der Name im Endeffekt schon, die versuchen die ganze Zeit, sie so eine Art russisches Roulette extrem zum Spielen und es geht halt einfach immer einer drauf. Im Endeffekt. Da steht nämlich zum Beispiel ja da, Screen Your Head Off, also das müsste da dann dieses erste Segment sein, das für den Film irgendwie draht worden ist. Wahrscheinlich. Sogar Unfinished steht da dabei. Okay. Ja, und vielleicht, weil er eben Unfinished ist, haben sie halt auch gerade 20 Minuten im Endeffekt für das erste Segment. Kann man vorstellen. Wenn man jetzt sie überhaupt nicht schlau macht über den Film und sich das Ganze anschaut, dann fragt man sich höchstwahrscheinlich so ab der Hälfte vom Film, auf was soll denn das Ganze jetzt eigentlich rauslaufen? Oder aber warum ist also ich finde, man merkt schon in diesen 3 Sequenzen, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, Death Wish Club hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da habe ich nur so am meisten den roten Faden irgendwie gesehen und habe mir dann gedacht, ja, das packt einen storymäßig auch, weil du ja immer wieder schnellere Szenenwechsel hast. Also, sagen wir mal, ich glaube, aus diesem Death Wish Club hätte man auch ruhig einmal einen längeren Film machen können. Wie gesagt, gibt's ja eigentlich auch. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es die wirklich separat gibt oder ob die wirklich nie anders verwertet worden sind. Ob es jetzt den Death Wish Club als Film wirklich gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, der Zusammenschnitt gehört halt als Segment in den Film rein. Aber wie gesagt, ob es wirklich einen abendfüllenden Spielfilm gibt, weiß ich leider nicht. Ja. Aber echt, wenn ich so drüber nachdenke, ob ich jetzt sagen soll, er hat mir irgendwie nicht gefallen oder er war gut. Es ist einfach so ein Mittelding. Irgendwie fasziniert mich das, dass man einfach aus sowas einen Film machen kann, dann auch, dass dieser Film aktuell auf Prime drauf ist. Also, das hat mich auch fasziniert, weil sagen wir mal, wenn es einfach so ein richtiger Dreck ist, dann ist es meistens nicht einmal irgendwie ins Deutsche übersetzt worden oder so, oder hat er keine deutsche Synchro gekriegt. Und den gibt's einfach auch komplett auf Deutsch. Er ist auf Prime drauf und ich weiß es nicht, echt. Also irgendwie, ich darf jedem, der sie für Horrorfilme begeistert und auch gerade so Horrorfilme aus den 80er empfehlen, dass man vielleicht mal reinguckt. Also man kriegt da nochmal einen bunten Mix an Horror irgendwie mit, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, die erste Story ist so Organhandel, die zweite ist dieses russische Roulette, wo es halt echt drum geht, die Leute wollen immer wieder so Aufgaben machen, wo mindestens einer oder wenn nicht sogar mehrere sterben.
das war, was ich am meisten irgendwie davon mitgenommen habe, war diese Horrorsequenz, wo es dann irgend so ein Monster irgendwie erschaffen. Irgendwie so eine Killerfliege, die so groß ist wie ein Dackel. Mit saugeile Stop-Motion-Effekte. Ja. Na, wobei das mit den Stop-Motion-Effekte, das ist beim letzten Film am allergeilsten. Wahnsinn. Aber also jedenfalls diese Dackelfliege soll praktisch dann Ohren von der Runde stechen, macht's aber dann glaube ich nicht. Also sie ist irgendwie kurz davor, dass den Ohren sticht und dann überlegt sie sich doch anders und fliegt aus dem Fenster raus und sticht halt dann irgend so ein junges Paar, das gerade beim Knutschen war. Und ja, der wird gestochen und der explodiert dann. Also es ja, er geizt auf alle Fälle nicht mit Splatter-Szenen. Also da gibt's einiges zum Sehen. Einiges sind Schauwerte, die wo auch wirklich gut gemacht sind, muss ich sagen. Also an die Splatter- und Maskeneffekte, die sind wirklich ganz toll. Auch die Herz-OP, die wo man mal sieht, ob das nicht sogar echt ist, weiß ich nicht. Ob das von einer echten OP rausgeschnitten ist oder was, weiß ich nicht. Aber die Effekte, wo es das angeht, finde ich ziemlich gelungen. Das mit der Herz-OP ist, glaube ich, ja beim dritten, oder? Genau. Weil beim dritten, da kämen dann also Stop-Motion-Szenen vor. Da war ich mir nicht ganz sicher, haben sie jetzt einfach gemacht, weil sie da kein Geld mehr dafür gehabt haben und das man so diese Probeszenen, weil das sieht so aus, als hätten es einfach aus Knete Monster modelliert und halt dann aber auch die Personen dazu. Ja, das ist das. Also wie gesagt, wenn jetzt die Monster wirklich nur Stop-Motion gewesen wären und man hätte sie mit dem Schnitt ein wenig mehr Mühe gegeben, da hätte es bestimmt super ausgeschaut. Aber wenn ich das Monster in einer Szene habe und dann auch noch den Menschen dazu modelliert, da meinst du echt, du bist irgendwo, weiß ich nicht, bei Pingu, wenn du das noch kennst, die Kinderserie. Ja. Also schrecklich. Also da wirklich, wo du gesagt hast, sie haben sich keine Mühe gegeben. Also das schaut wirklich schrecklich aus. Der Pingu, der immer nur getötet hat. Ja. Na, aber da muss ich recht geben. Also man, die Mühe scheint da oftmals sehr zu wünschen übrig lassen. Ja, das stimmt. Aber umso faszinierender, dass jemand gesagt hat, hey, ich nimm diese 3 Filme oder diese 3 Schaffenswerke und macht daraus ein ganz großes, ist schon wieder faszinierend. Und da möchte ich einfach gern den Moment sehen, wo dann die Leute so brainstormen, was macht man so zwischendurch? Also wie kriegt man das Ganze in einen Film rein? Und dann sagt man, hey, wie war's? Wir machen mal so eine Art, Rockband, die da in dem Zug mitfahren und dann ist im anderen Abteil aber der Gott und der Satan und die reden so über die Filme. Da möchte ich echt gern dabei gewesen sein. Wie high waren die Leute, als die das beschlossen haben? Jetzt muss man dazu sagen, dass der Greg G. Tallis, der wo da Regie geführt hat, dass das eigentlich auch sein letzter Film war. Ich weiß nicht, an wo es liegt, ob er dann nach dem Film keine Jobs mehr gekriegt hat oder ob er dann wirklich das Fach gewechselt hat, aber Night Train to Terror war auf jeden Fall sein letzter Film. Ist denn er der Hauptregisseur oder ist es der Jay Schlossberg-Cohen? Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt den als Regisseur, habe ich das jetzt so rausgelesen, dass das nur er ist. Zwar irgendwie blöd, aber wenn man auf der Wikipedia-Seite draufschaut, dann steht da, dass der Jay Schlossberg-Cohen diesen ganzen Film gemacht hat, also Night Train to Terror, und geschrieben worden ist, also praktisch derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass daraus ein ganzer Film entstanden ist, war der Philip Jordan, wenn der dir was sagt. Na. Ja, sagen wir es mal so, es ist aber auch schwierig irgendwie rauszulesen, wer jetzt wirklich hauptverantwortlich ist dafür, weil, wie schon gesagt, es sind ja 3 Filme in einem Film dann nochmal mit drin. Das heißt, die 3 Filme haben ja auch wieder eigene Regisseure. Das macht's halt dadurch auch nicht ganz so einfach. Ja. Das stimmt. Da ist wahrscheinlich die Geschichte hintenrum, wie der Film entstanden ist, genauso turbulent wie der Film selber. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, es kommt keine Langeweile auf. Auf die, dass man wirklich da die Langfilme zusammengeschnitten hat auf schätzungsweise 20 Minuten, kommt keine Langeweile auf. Es ist zwar oft so, dass gar nichts geredet wird, minutenlang einfach nur geschrien und gelaufen und gefetzt, wo du oft sagst, wow, jetzt ist wirklich, schaust auf, du sagst, wow, jetzt hat schon 5 Minuten kein Mensch mehr irgendetwas gesagt, aber wir haben ja schon 6 oder 7 Szenenwechsel gehabt oder irgendwas. Das ist wirklich, man kennt schon, dass das Ganze ganz wüst zusammengestückelt worden ist. Man kann da sagen, Resteverwertung der Film. Habe ich gesagt, ich halte ihm das zugute, dass er mich wirklich jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, unterhält und selten ein Leerlauf drin ist. Und gut, das mit der Band, ich finde das schon fast wieder kultig. Ich sag das ganz ehrlich, das ist hat schon fast wieder so ein Trauma-Touch. Wie gesagt, ich habe den Film auch als Kind das erste Mal gesehen und das gehört für mich einfach da rein. Und ich freue mich einfach,
wenn der Beat losgeht und dann heißt es wieder Dance with me, dance with me. Ich habe ja geschaut, was das für eine Band ist, aber irgendwie bin ich auch nicht ganz schlau draus geworden. Anscheinend ist für den Film wirklich dieses Lied komponiert worden. Wahrscheinlich, ja. Und dann sagen wir mir, die haben sich keine Mühe gegeben. Na, ja, genau. Also, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das Lied selber, das kann für mich locker Kultstatus erreichen. Und dann habe ich halt geschaut, so bei Spotify, weil ich mir dann gedacht habe, na ja, dass ich wenigstens eine gute Sache aus dem Film mitgenommen habe. Und dann habe ich nachgeschaut, ich finde das einfach nicht, ich finde es nicht. Habe ich auf YouTube nochmal nachgeschaut, dieses Lied ist wirklich für diesen Film komponiert worden. Stark. Ja, stark, faszinierend. Ja, keine Ahnung, ich muss echt sagen, faszinierender Film. Wie hast du wie kommst du dazu, dass du den als Kind gesehen hast? Ach, das ist so ein typische, ich bin ein Kind der 80er im Endeffekt und das Teil ist einmal als VHS bei meinem Cousin rumgelegen. Und da war es dann oft so, dass wir dann eingeladen waren, bei meiner Tante eben, und dann hat's geheißen, ja, nach dem Essen, Kinder, dann schaut euch jetzt drüben was an und mir können wir ratschen. Und dann hast du so die klassischen 2 Filme auf einer Kassette gehabt, vorn drauf, ich weiß nicht, schieß mich tot, das war in einem Land vor unserer Zeit, und dann hinten drauf Night Train to Terror. Und dann hat's aber explizit zu uns Kinder geheißen, nur den ersten vorn auf der Kassette anschauen. Den Rest nicht. Und was tust du natürlich als allererstes? Du schaust dir den zweiten Film an. Weil der ist natürlich viel interessanter, weil der schließlich hat's geheißen, den darfst du nicht anschauen. Ja, und so habe ich dann auch Filme gesehen wie Conan der Barbar, total früher als Kind, weil das geheißen hat eben die Filme da hinten drauf nicht. Oder Mad Max 2. Das sind so Sachen, die habe ich extrem früh gesehen. Die Donnerkuppel. Nein, der zweite ist der Vollstrecker, Banause. Echt? Ist der dritte da mit der Donnerkuppel? Genau. Aber Donnerkuppel ist schon richtig stark. 2 gehen rein, einer kommt raus. Einer geht raus, genau, richtig. Ja, genau so war das. Und so habe ich den eben auch recht früh gesehen. Okay, ja, nicht schlecht. Und als Kind hat das überhaupt nicht verstört. Zu der Zeit habe ich dann auch schon mehrere Sachen auch gesehen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eben, ich bin ganz früh als Kind bei meiner Oma aufgewachsen oder waren die Wochenenden viel bei der Oma und die hat das nicht ganz so genau genommen, sage ich jetzt einmal. Und wenn dann der kleine Mikey in der Nacht aufgestanden ist, hat sie einen Videorekorder programmiert oder eingeschaltet, dann hat er sich halt da in der Nacht irgendwas aufgenommen, was er halt normalerweise nicht sehen sollte. Und ja, wie gesagt, man hat dann schon einiges gesehen. Gut, ich definiere Kind, also ich schaue jetzt mal so 12 oder sowas in der Richtung. Und da kann man den Film schon verkraften, oder? Ja, das wird nochmal interessant, wenn wir dann über die 3 Ts reden. Man muss auch nur dazu sagen, also der Film war bis 2012 war er ja indiziert und ist nach 25 Jahren quasi von der Liste gestrichen worden. Also gut, es sind schon ein paar Splatter-Szenen mit dabei und Ding, aber anscheinend ist er jetzt nicht mehr so zeitgemäß hart, dass man weiter hier auf der Indizierungsliste haben müsste. Also, so muss ich ja dazu sagen, er war für meine Verhältnisse zu keinem Zeitpunkt war der hart. Ja, ich glaube, jeder Kurzfilm, der da drin vorkommt, hat so sein eigenes Level, aber nie so, dass ich sage, boah, leck, da muss ich jetzt aber wegschauen. Ja. Also auch diese Herz-OP, die du angesprochen hast. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das von der echten Herz-OP ist. Das ist vielleicht immer so ein Moment, wo ich muss ich jetzt nicht hinschauen. Ja. Aber so richtig verstörend, irgendwie Horror ist das jetzt nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde sowas, also Herz-OP finde ich viel schlimmer, wir werden es jetzt einen komplett auseinandernehmen. Ja. Also wenn meine Freundin Grey's Anatomy schaut, da haben Sachen dabei, da kann ich nicht hinschauen, ums Verrecker. Ja. Aber wenn es dann, wie gesagt, bei Hostel wieder mal so richtig zur Sache geht, beispielsweise, das tut mir jetzt weniger, aber wie gesagt, Grey's Anatomy, da stoße ich oft an meine Grenzen, wo ich hinschauen kann. Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, bei dem Film tut es jetzt auch keinem weh, wenn wir schon relativ früh zu den Pros und Kontras kommen. Nein, ich glaube auch, dass alles gesagt ist, das stimmt schon. Ja, weil ich darf ja gleich anfangen, also mir brennt's immer noch auf der Seele, ich fange mit dem Kontra an, also diese fucking Band. Also ich spreche jetzt mal zu den Filmschaffenden, die diesen Film gemacht haben. Ihr hättet jetzt echt einen halbwegs guten Horrorfilm draus machen können, wenn ihr diese Band nicht einfach mit diesen scheiß Musikvideoszenen so in den Dreck gezogen hättet. Das Lied ist okay. Wenn jetzt am Anfang bei die wie nennt man es, Post-Credit-Scenes? Na, Pre-Credit-Scenes? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Am Anfang, wo die Credits kommen. Wenn es einfach nur da dieses Lied einmal gespielt hättet und dann hätten sie halt irgendwelche Riffs oder so gemacht zwischen die Sequenzen, das hätte kein Mensch mehr interessiert. Ich meine, jeder hat am Anfang mitgekriegt, okay, es ist eine Rockband in dem Zug. Wäre alles gut gewesen.
Aber na, ich muss immer und immer wieder diesen Dreck sagen. Und mit Dreck meine ich halt diese dumme, übertriebene Darstellung von der Rockband, wie es ihr Musikvideo machen. Also ich hoffe, dass sie ja in dem Moment da darstellen wollt, wie ihr Musikvideo macht, weil ansonsten da gibt's noch weniger Sinn. Man muss aber auch dazu sagen, dass vielleicht wollten sie ja die Leute wegen einer charakterliche Tiefe geben. Es sollte ja am Schluss einen Impact geben, wenn es heißt, ja, die Leute sterben vielleicht im Zug und so sagst, nein, bitte nicht, die haben so viel Spaß, bitte bringt es nicht um und das Lied ist so gut. Nein. Und das kannst du nicht machen, wenn du die Band nur am Anfang siehst. Du musst das immer wieder singen und sagen, wow, die haben voll Spaß, ich hoffe, dass sie überleben. Wahrscheinlich. Okay. Ja, aber das ist das, was mir am wenigsten in dem Film gefällt. Es tut mir echt leid. Ich glaube, so ziemlich jeder, der sich vielleicht danach mal den Film anschaut, wird sich denken, Alter, was ist mit dem Corby los? Warum regt er das mit der Band so auf? Das hat mir am meisten weh, da. Okay. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die mir gut gefallen haben. Was mir gut gefallen hat, ist tatsächlich ich habe einmal von jedem ein bisschen was. Ich sehe einmal eine Story, wo es um Organhandel geht, in einer anderen Qualität, wie es bei dem Death Wish Club dann zugegangen ist, wo ich also ziemlich mal alles habe. Ich habe lustige Dialoge, ich habe aber auch Horror-Elemente. Und bei Scream Your Head Off, da war dieses Mystische noch mehr mit dabei, was ich auch nicht verkehrt gefunden habe. Ich finde zwar, es kommt bei jeder Story so ein bisschen zu wenig von der Handlung rüber. Also gerade beim ersten, da habe ich schon dann, glaube ich, einmal kurz mal zurückspulen müssen, wo ich mir dann gedacht habe, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was hat jetzt der eine mit dem anderen zum Tor? Oder warum sind jetzt auf einmal alle in dem Haus da drin? Und da bin ich nicht so ganz mitgekommen. Bei allen anderen habe ich mir gedacht, ja, okay, da werden sie wahrscheinlich schon viel weggeschnitten haben. Wie schon gesagt, positiv, du hast mal von allem 3 was dabei. Und ich muss auch sagen, mindestens beim 2. und beim 3. Film hat es irgendwie Lust gemacht, dass ich eigentlich gern noch mehr davon gesehen hätte. Schön, hat er alles richtig gemacht. Genau, schon. Perfekt. Und bei dir? Ich muss jetzt sagen, was mich dann oft stört, ist halt, weil er eben so zusammengekürzt ist, sage ich jetzt einmal, er wirkt oft so zusammenhangslos und sprunghaft. Das ist etwas, was mich stört. Das ist, wie du sagst, manchmal muss man zurückspulen und dann meint man, hey, habe ich jetzt was vergessen, habe ich da was verplant, warum ist jetzt das so und so? Es wird ja da oftmals einfach nicht erklärt. Da heißt es in dem Film, friss es oder vergiss es, glaubst, was ich da jetzt da hinschmeiß oder lass es. Also, wie gesagt, das stört mich dann öfters einmal. Wobei ich dann aber wieder sagen muss, ist er dann so rasant, das ist jetzt wieder dann das Positive, er ist dann so rasant, dass ich eigentlich die 80 Minuten, wo er dauert, super gut unterhalten bin. Also, wie gesagt, die werden wir da immer wieder gerne anschauen. Und du kriegst als Hausaufgabe jetzt noch Troll 2. Und dann bin ich gespannt, wie der dann gefällt. Ja, aber nur, wenn wir dann noch Troll Hunter machen. Trollhunter können wir auch gerne machen. Den habe ich sogar bis jetzt nur zur Hälfte gesehen. Was? Echt? Ja, ich schau mal kein Scheiß. Also gefühlt schaue ich mir den jeden Quartal einmal an, weil ich den so feier. Okay. Alles, ja gut, da schon her. Herausforderung angenommen, dann schau ich Trollhunter und du Troll 2. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass es ihn mehr berühren wird wie du? Ja, ich glaube es nämlich auch. Okay, passt. Dann darf ich nur sagen, kommen wir zu unsere Triple Threats, wie es der Kahn immer nennt, also zu unsere 3 Ts. Und da ich nicht bei jedem noch genau im Kopf habe, ob das wirklich vorkommt, also bei einem, frage ich dich, lieber Mike. Sterben Tiere? Boah, leck, das ist jetzt eine ganz coole Frage. Na, soweit ich weiß, sterben keine Tiere. Ja. Man muss auch dazu sagen, es ist schon wieder Zeit her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Also, ich habe nicht vom Podcast noch mal gesehen, aber du weißt das ja, wir schirmen den Film schon eine Zeit auf. Also, so genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, nein. Was ist mit der Dackelfliege? Bringen sie die um? Ich glaube, dass die stirbt, nachdem er den gestochen hat. Okay, gefährliches Halbwissen. Ja, also wir sagen mal nein, außer eventuell bei der Dackelfliege. Da kann es sein, dass sie gestorben ist. Dann gibt's in diesem wunderbaren Film Titten? Ja. Oh ja. Oh ja. Und gibt's in dem Film Trompeten? Nein. Keine Trompeten, ungefähr. Nein. So habe ich es einmal. Ladies, es tut mir leid, keine Trompeten. Okay, aber vielleicht gibt's ja beim nächsten Film wieder Trompeten oder Titten oder tote Tiere, was wir ja nie hoffen, vor allem keine toten Hunde, das will niemand sehen. Richtig. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und abonnieren, liken, teilen, brat's einfach mal einen Film über unser Leben
wenn ihr Lust drauf habt oder nicht. Und bis zum nächsten Mal. Servus!